Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Kannst du rüber? Rauf. Rauf. Der du kranen braucht natürlich ein sehr ruhiges Händchen. Dass ja nicht irgendwie einen falschen Knopf drücken oder so, weil sonst fällt das Essen ins Heu runter. Das wäre natürlich das Schlimmste. Ja, das ist einfach so ein bisschen der Nervenkitzel, den wir glaube beide ein bisschen brauchen. Und ja, es ist ja cool, wenn es ein bisschen Spektakel gibt. Ich hoffe einfach, es funktioniert. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen und bewerten sich gegenseitig. Alle haben ein Ziel: beim grössten Kochwettbewerb der Schweiz den Titel zu holen. 7 Landfrauen, 7 Menü, 7 Lebenswelten. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Heute mit der Lorena Rösli. Es ist der Tag vom Landfrauenessen. Hallo. Hallo. Ich finde meine Hosen nicht zum Köier. Welche Hose? Ja, Die schwarze? die schönen da, die hinten so... Hast du im Schaft geschaut? Ja, aber ich finde sie nicht. Ich komme. Das ist wieder typisch. Sie findet es immer schnell. Wenn ich etwas suche, dann finde ich es eigentlich nie. Und sie findet es immer. Das ist Mannenkrankheit. Oder? Sie weiss einfach, ja, sie hat sie ja verwundert, nicht ich. Tust sie bitte nicht, weißt, sie sind glättet und parat. Sie haben die hinten den Sack so gegen ihr haben. Gut. Sack gegen hier. Die Landfrauen sind unterwegs zu der Lorena. Sie kennen sich alle erst seit ein paar Minuten und die Gastgeberin noch gar nicht. Das erste Mal, als wir uns hier sehen, das geht endlich los. Gell? Super. Ja, super. Zeit geworden. Schon im Postauto erfahren die Landfrauen, was für einen Dreigänger die Lorena heute für sie kocht. Mega gehoben, fein. Ja. Sehr fein. 5 Sterne. Ja, wunderbar. Es startet ja schon mit den Spinat, Ricotta, Ravioli. Safran habe ich auch sehr gerne. Also das Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist, ja, dass ich einfach möglichst viel vom Betrieb zeigen kann im Menü. Dass ich ein bisschen zeigen kann, was ich kann. Gerade bei der Vorspeise, so die Ravioli, so das Handwerkliche. Ein bisschen. Serviettenknödel. Ich stelle mir gerade vor, wenn sie das alles nur rüstet und macht. Ja. Wir kommen auch schon ein bisschen in Stress, einfach, dass alles schön nach Zeit läuft und dass wir eigentlich ja, alles warm herbringen. Also Rindsfilet garen finde ich eigentlich so. Aber ich glaube, also sous vide garen ist relativ einfache Technik. Ja. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob der Garpunkt für die Frauen stimmt. Man weiss nicht, ob sie gerne das Fleisch noch ein bisschen blutig haben oder nicht. Ja, das ist ein bisschen heikel. Die Lammfrau ist sicher nervös. Ich will jetzt nicht in ihrer Haut stecken. Vor allem ja, weil sie uns halt alle nicht kennt. Keine Ahnung, wer kommt. Das macht mich, glaube ich, jetzt eher ein bisschen relaxter, als wenn ich jetzt schon wüsste, wer kommt. Genau. Viel Glück. Du es bitte gut machen. Ja, du sagst immer, ich muss es gut Ja, ich machen. weiss, es hängt alles an mir. Ja, eben. Du tust nur das Problem verlagern. Ja, ich habe immer das Gefühl, so der Ruf. Weil Leute schauen es dann und haben das Gefühl, die kann ja das gar nicht und so. Ich habe einfach immer ein bisschen Angst, dass man schlecht über mich redet. Ich will eigentlich gut ankommen bei den Leuten auch. Oder einfach auch den Leuten Freude machen, wenn sie mich dürfen. Wir dürfen zuschauen beim Kochen oder eben zuschauen, was ich mache.
Bevor sich Lorena beweisen muss, schauen wir in ihre Woche. Mit 25 ist Lorena die jüngste Landfrau, die es je gegeben hat. Sie hat noch ein paar Herausforderungen vor sich. Ich habe mir viel vorgenommen. Mein Menü hat viele verschiedene Komponenten. Zum Beispiel die Macaron. Das ist sehr ein schwieriges Gebäck und ich bin eine, die gerne alles ein bisschen perfekt macht. Und ja, bei den Macaron habe ich gemerkt, bei den Vorbereitungen schon, es wird nicht einfach. Und vor denen habe ich noch so ein bisschen Angst. Das grössere Problem ist aber etwas anderes. Ja, wir haben also eher eine kleine Wohnung hier. Also wir haben 2 Zimmer und die sind sehr klein. Und da wir den Esstisch und die Küche alles offen haben, haben wir gesagt, ja, wir müssen die Landfrauen ausquartieren. Die dürfen nicht hier essen. Das heisst, das Essen muss irgendwie von zoberst im Wohnhaus bis ganz links auf die Heubühne hinten in den Essraum kommen. Die Lorena hat einen unkonventionellen Plan. Hier einmal drumherum in unser Bad. Genau. Und hier haben wir noch so eine mysteriöse Tür. Da habe ich da immer etwas vor dran, dass die Lenia nicht in die Versuchung kommt. Und wenn man hier auftut, sieht man, kommen wir eigentlich direkt in die Heubühne. Und dann kann man da auch gäbig so raus. Und dann haben wir hier den Heukran, der das Essen so fassen könnte und direkt überfahren. Der die Krane braucht natürlich ein sehr ruhiges Händchen, dass ja nicht irgendwie einen falschen Knopf drücken oder so, weil sonst geht das Essen ins Heu runter. Das wäre natürlich das Schlimmste. Dass das klappt, müssen sie diese Woche noch proben. Bis da drüber. Super. Ja, jetzt kommt der Papa. Jetzt haben wir den vergessen. So, jetzt können wir dort hinter den Zaun warten. Das ist gut. Papa tut aufmachen. Gut. Die Röslis haben etwa 70 Kühe und Kälbchen auf ihrem Betrieb. Sie haben den Hof mit Mutterkuhhaltung vor bald 3 Jahren von Kilian seinen Eltern übernehmen. Ja, können wir noch die Kleinen machen? Hoi, 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 hoi. Ja, geh am Boden, gell? Du musst gut schauen, dass du nicht ins Kaka reinstehst. Kannst du das ausleeren? Super. Ein Paradies für die knapp 2-jährige Lenia. Ich weiss, dass sie eigentlich hier innen mehr oder weniger überall sicher ist. Es kann auch nichts irgendwie passieren. Ja, und der ist so schön. Also ich genieße es sehr, wenn sie auch dabei ist und ein bisschen mitmachen kann. Und sie will auch mithelfen. Und ja, das finde ich sehr schön. Du musst da vorne drehen. So, kannst du den ausleeren? Ist gut. Du bist am Boden. Weißt du, können die Kühe morgen fressen, wenn sie wieder reinkommen. Ja, Papa tut Stroh runterfallen. Es ist einfach mega schön, wenn man selbstständig arbeiten darf, mit den Tieren zusammen. In den Bergen da, es ist mega ruhig, es ist mit der Familie zusammen. Also wirklich, ja, könnte glaube ich nicht besser sein. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Also mit jemandem, der auch so interessiert ist und am Karren zieht, macht es auch viel mehr Spass und es geht auch viel ringer und dann kannst du zusammen aufblühen oder? Und zusammen etwas aufbauen. Du hast auch Heu geben, Lenia? Du kannst dir auch ein bisschen Heu geben. Für uns ist es eine mega Chance, weil ja, wir haben noch mega Energie und haben Freude, dass wir arbeiten dürfen.
Und ja, es ist sicher noch nicht immer einfach. Also ich bin manchmal froh, wenn der Kilian der ist, der die Entscheidungen treffen muss. Weil ich die Verantwortung manchmal, ja, habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt nicht immer die Verantwortung übernehmen für das. Ich kann schon sagen, was ich eigentlich will. Und sie führt meistens aus, ja. So ein bisschen, ja. Hat sie etwas anderes gesagt? Sie hat gesagt, sie ist froh, wenn du die Verantwortung übernimmst. Ja, da habe ich richtig geantwortet. Aber jetzt müssen wir ja hier noch putzen für die Frauen. Ist ja noch nicht aufgeräumt. Bist du voll Mist? Leni, gell? Oh. Jetzt müssen wir paddeln heute. Wenn wir nachher in den Brunnen. Gut. Super. Ich möchte nichts. Nimmst du deine Schaufel mit? Dann machen wir fertig. Ah, die ist auch voll? Ja. Hey. Was nimmst du als Normales? Ja. Die Lorena ist im Kanton Fribourg aufgewachsen. Und jetzt lebt sie zuhinterst im Entlebuch. Die beiden haben sich vor 4 Jahren gefunden. Willst du das erzählen? Ich erzähle es nicht so gerne. Ja, das ist eine doofe Geschichte. Ja, eben. Auf Facebook hast du mir irgendwie etwas geschrieben. Aber ich weiss nicht mehr was. Jeder eine Freundschaftsanfrage gemacht. Ah. Das hat mir einfach so vorgeschlagen auf Facebook und ich fand, das ist ein ganz hübscher Mann und sehr sympathisch. Und das habe ich sonst nicht so gemacht, dass ich irgendwie gerade jemandem eine Anfrage schicke, vor allem nicht einfach an einen Mann. Aber er hat mir wirklich sehr gefallen, sein Lachen und so die Ausstrahlung. Ja, darum habe ich es dann gemacht. Aber ich hätte auch nicht gerade gedacht, dass da irgendwie ein Gespräch oder so daraus entsteht. Ah, sie haben beide Glück gehabt. Schon. Also ich habe das Gefühl, wir haben schnell mal gewusst, dass es stimmt. Ja. Für beide. Für mich war es immer ein Traum, zu bauen. Mit einem Mann zusammen, ein Kind, 2, 3, wie auch immer. Und jetzt lebe ich diesen Traum. Voll drinnen. Voll drinnen, ja. Am Samstag soll das Essen von der Badzimmertür mit dem Heukran hier runter auf die Heubühne kommen. Das Transportieren ist das eine, aber dass es warm bleibt auf dem langen Weg, das andere. Da das Essen irgendwie genug warm muss sein, habe ich die Box organisiert. Das ist so eine Wärmebox, die kannst, auf 80 Grad aufheizen kannst. Und die müsste jetzt noch irgendwie auf den Kran. Ui. Aber ich kann es ja noch nicht so. Hast du noch ein bisschen Zeit zum Üben? Jetzt tue ich sie so zu. Das ist schon gut. Und das hat jetzt... Ui! Das kannst du mir schauen. Das habe ich gedacht, das ist nur für das Ballett und dass ich, wenn ich jetzt den falschen Knopf betätige. Was für einen falschen Knopf? Wenn ich die Zange auftue, denke Mit dem Essen? Du darfst einfach den Knopf nicht drücken. Nein, den drücke ich zu 99,9% nicht. Gut. Das ist mir zu wenig sicher. 100% muss es sein.
Das kann ja etwas werden. Nein, ich bereue es nicht. Weil ich glaube, ja, das ist einfach so ein bisschen der Nervenkitzel, den wir beide ein bisschen brauchen. Es ist ja cool, wenn es ein bisschen Spektakel gibt. Ich hoffe einfach, es funktioniert. Manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Vielleicht geht es am Samstag schlecht. Ich warne dich, wenn man nervös ist. Wenn du etwas fallen lässt, das ist das Problem. Wir nehmen es beide ein bisschen mit Humor und er weiß genau, was er muss. Und er ist schon manchmal auch extra ein bisschen witzelt und ein bisschen, ja, so tut, als wäre er ein kleiner Trottel. Aber eigentlich könnte er es schon. Komm, zeig, wie machst du es jetzt? Gut, du hast schon falsch zugetan. So. Komm, zutun. Nein. Ja. Und dann kann ich. Gut. Es geht tipptopp. Jetzt müssen wir echt noch an der Kommunikation arbeiten. Okay. Ich kann ja dann nicht über den Bag, wenn das Essen dann ist. Es ist noch so ein bisschen schwierig, weil der Kilian eigentlich nie in meine Küche kommt und ich nie zu ihm gehe. Dass wir da einen Weg finden, dass wir eine gute, klare Kommunikation haben, dass das Timing einfach stimmt, dass der Kran da ist, wenn ich ihn brauche und das wieder geht. Und er muss noch ein bisschen üben, ruhig fahren und nicht zu fest schwenken. Genau. Probieren wir es noch einmal aus. Ich tue es mal testen. Ja, aber das ist viel zu fest Schwankung. Jetzt ist ja leer. Jetzt hält es mega. So ist gar nicht gut. Ja, ganz schlimm. Jetzt brauchen wir Spinat. Willst du noch haben? Ist er kalt? Ja, das ist ganz kalt, gell? Haben wir noch Eier? Eier? Wo sind die Eier? Da. Da, genau. Ei. So, schau, jetzt haben wir schon alle Eier drin. Einmal in der Woche fährt Lorena in ihre alte Heimat, zu ihrer Familie. Ja, jetzt gehen wir, Leni. Ist gut. Jetzt gehen wir zum Grossmami. Ja. Und zu wem noch? Zum Grosspapa. Genau. Und wer ist noch dort? Das Gotti. Für mich ist das immer sehr ein Ausbrechen. Also das merke ich schon. Ja, daheim hat man halt einfach immer irgendetwas zu tun. Man kann immer irgendetwas machen. Und wenn ich zu den Eltern gehe, dann kann ich auch einfach mal sagen, so, heute mache ich jetzt nicht so viel. Aber es gibt es manchmal schon, wenn gerade so alle am Heuen sind und die Frauen, die am Rechen sind und alle sind am Arbeiten und dann gehe ich einfach zum Tal aus. Das ist für mich manchmal schon ein bisschen, ja, da habe ich manchmal schon ein schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, es ist gut, dass es mir dann gleich geht. Hoi. Sali. Hoi. Sali Maus. Willst du Hoi sagen? Sali Wohne. Oh, schau, Gotti kommt auch noch. Zuerst zum Gotti. Hoi. Geht's gut? Ja, selber auch? Ja. Hoi, Maus. Hoi, Maus. Hoi. Ui. Hey, jetzt haben wir gerade zum Grossmami wollen. Wo ist zum Grossmami? Gehen wir zum Grossmami? Ja. Also, komm. Hallo. Sali. Sali. Ja, selber auch. Ja, die geht top. Heute hilft die Familie gerade bei den Vorbereitungen für den Samstag. Die Ravioli für die Vorspeise sind an der Reihe. Ja, ich habe alles da. Gut, dann starten wir. Wenn du mir schnell ich habe einen ganzen Haufen Wissen von der Küche, sicher von Mami, weil sie hat auch Koch gelernt und ja, weiss auch wirklich so ein bisschen, wie man es nach Theorie macht. Viel tue ich mir, glaube ich, einfach selber ein bisschen aneignen. Manchmal schauen wir so Gourmet-Kochshows und so. Es ist so ein bisschen der Freestyle-Koch. Sie kochen hier nicht gross nach Rezept. Also, sie hat also ein bisschen Feeling, würde ich sagen. Es kommt immer ein bisschen darauf an. Also jetzt gerade bei so einem Rezept, wo man eben ein bisschen Gefahr hat, dass es nicht gelingen könnte.
möchte ich es schon möglichst genau haben. Soll ich ablösen? Ja, du kannst mich auch ablösen. Dann kann ich noch den Teig fertig machen. Gerne. Merci. Einfach rühren, oder was? Ja, so ein bisschen vermengen. Die Melina unterstützt die Lorena auch am Samstag in der Küche. Sie stehen sich nahe. Wir sind, glaube ich, nicht nur einfach Schwestern, sondern wirklich auch beste Kolleginnen. Und darum ist es schon sehr wichtig, oder für mich sehr wichtig, dass wir einander so viel sehen. Auch am Wochenende machen wir sehr viel zusammen. Und eben, wenn sie am Dienstag immer herkommt, schaue ich schon, dass ich da bin. Ich hatte Melina eigentlich schon ein paar Mal in der Küche, wenn ich mal ein viele Leute hatte oder so zum Kochen. Und sie ist einfach eine, sie macht das, was ich sage. Räumt auf, wäscht ab und gut ist. Und die Mami, ja, wir sind beide halt ein bisschen gleich und ähnlich. Und dann bekommen wir auch ein bisschen Krach in der Küche. Einfach weil wir beide so unsere Vorstellung haben und das Gefühl haben, wir können es ja so machen und so machen. Und dann, ja, darum habe ich jetzt Lina ausgewählt. Das ist ein guter Entscheid. Genau. Ja. Die Ravioli-Füllung mit selber gemachtem Ricotta und Spinat ist parat. Und der Teig wäre auch nachher für die Pastamaschine. Was können wir? Ravioli Lorena, Was? das funktioniert ja gar nicht. Was funktioniert nicht? Also es dreht noch ohne, aber hier dreht auch keine Rolle. Was ist denn jetzt los? Nein, also was ist heute mit unserer Technik los? Scheiße. Nein, was ist jetzt das? Ja, das müsste die Rolle drehen. Die hat jetzt hier nicht gedreht. Das ist ja die gleiche Maschine. Probier mal. Hier war es vielleicht nicht richtig drin. Weißt du? Siehst du? Das muss noch mitreichen. Voilà. Gut, nochmal. Die anderen Aufsätze da gehen nicht, oder? Die schneiden, ja. Ja, aber von Hand, das ist nicht gut. Was willst du denn? Müssen wir ja dann. Komm, ich sage dem Cousin, er soll sie voneinander nehmen, schnell und schauen, was das Problem ist. Ich muss schnell gucken, aber ich glaube, ich habe sie nicht da. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe ein Problem da. Kannst du den schnell auftun und schauen, was das Problem ist? Weißt, wenn hier, der hat aber nicht so easy zum Drehen. Die Walzen sollten so drehen, wenn du ihn hier einsteckst. Wenn du da schnell die Schräubchen auftun und reinschauen. Ja. Das ist schon lustig zu kleinen. Ja. Bist du im Kostlech? Oh. Es ist so warm, gell? Das ist abgebrochen. Was ist abgebrochen? Das. Das ist aber nicht wahr. Das ist gebrochen da. Nein. Die Welle ist abgebrochen da, nicht? Das ohne Seife. Ja, Also, da gibt es Spaghetti. ich kann nicht Spaghetti machen. Nein, die ist tatsächlich gebrochen. Wir haben einen Mechaniker nebendran, ich kann den fragen, aber das muss man zuerst alles ausbauen. Nein, den müssen wir von haben. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Wir haben ein Problem. Geht's nicht? Das ist gebrochen. Ups. Klar hat man innerlich irgendwo einen Druck und den Stress und weiss, eben, man muss noch viel vorbereiten und dann fragt man sich, gelingt es oder was könnte schief gehen und was mache ich, wenn es schief geht. Fährt schon gut an, oder? Fährt sehr gut an, aber nur noch man muss sich ja in besser jeder Situation zu helfen. Ja. Das ist die richtige Handarbeit, oder? Absolut. Noch mehr Handarbeit, als es sonst schon wäre. Und es ist natürlich auch heiß heute, das ist ein bisschen schwieriger. Das ist, glaube ich, schon genug dünn, oder? Ja, ich denke es. Nee, deine ist ganz anders als meine. Schon? Mhm. Hoffen wir, es sei gut. Gehst du mit dem Bauholz drüber? Bei mir muss einfach immer alles so sein, wie ich mir es vorstelle. Wenn schon nur etwas Kleines nicht so ist, bin ich aber nicht zufrieden. Aber ich glaube, ja, manchmal muss man einfach, ja, muss man es gut sein. Wir haben jetzt einfach wir haben es trotzdem geschafft, die Ravioli zu machen und auch ohne Maschine. Also von dem her darf ich, glaube ich, schon zufrieden sein. Das ist schon gut. So. Schläg noch ein bisschen. Super.
werden wieder geklickt. Das ist jetzt aber nicht wahr. Hast du dich geschweißt? Nein, ohne Seich. Ja. Merci. Jetzt, wo wir fertig sind. Es ist der letzte Tag, bevor die Landfrauen kommen. Mit der 25-jährigen Lorena ist die Generation Z bei der Landfrauenküche angekommen. Hallo, ich zeige euch heute, wie man die berühmten französischen Macarons herstellt. Als nächstes machen wir die Schalen. Dafür brauchen wir Eiklar. Das gebe ich einfach in die Rührschüssel. Im Dessert ist definitiv das Macaron die Schwierigkeit. Dass es so aussieht, wie das Macaron aussieht. Dass es nicht aufreisst, dass es innen dünn ist, aber gleich noch ein bisschen weich. Also es kann wirklich sehr viel schief gehen, wenn man es nicht richtig macht. Und darum bin ich schnell ein bisschen, ja, nicht nervös, aber ja, ich hoffe einfach, es kommt gut, weil sonst ja, muss ich es noch einmal machen. Und ich habe einfach gesagt, wenn ich das mache, dann muss es echt perfekt sein, weil sonst muss ich es nicht machen. Es ist noch nicht ganz gut. Es sollte wirklich so eine kleine Zwergenmütze geben, aber es geht noch nicht so super gut. Sie laufen noch ein bisschen runter. Darum tue ich jetzt noch einmal schnell ein bisschen. Ich glaube, sieht gut aus. Also der Teig verhält sich eigentlich sehr gut. Aber ich will noch nicht zu früh etwas sagen. Das Ergebnis kommt dann erst, wenn wir es gebacken haben. Jetzt nehmt euch zusammen und werdet schön. Bei 150 Grad für 12 Minuten in den Ofen. Kommt einfach gut. Ich darf gar nicht hineinschauen, sonst werde ich noch nervöser. Und gleich werde ich einfach nebendran stehen und schauen, was passiert. Aber ich rechne schon ein bisschen damit, dass ich noch einmal darf. Und es sieht immer noch gut aus. Jetzt einfach nicht reissen. Einfach nicht reissen. Macht, was ihr wollt, aber nicht reissen. Das ist gut. Es geht noch 2 Minuten. Noch nicht zu früh loben. Ich hoffe, dass es so bleibt. So, soll ich oder soll ich nicht? Doch, wir nehmen es jetzt einfach. Aha, es täuscht. Da sind sie gerissen. Das schaffe ich nicht gut. Ah, da nicht. Gut. Doch, sie sind gerissen. Scheiße. Ja, nicht gut. Ich habe hohe Ansprüche an mich. Und ich glaube, es würde mich dann nerven, wenn etwas drauf ist, wo ich nicht ganz überzeugt bin. Vielleicht ist es ihnen gleich, aber mir nicht. Ja, gut. Wir lassen jetzt mal stehen und schauen später weiter. Aber du musst einfach gut sagen. Ja, Ich durchs höre dich Funk. ja jetzt so. Nicht durchs Funk. Nein, ich glaube, wir so probieren. Hörst du mich gut? Ja. Gut. Noch ein bisschen zu mir. Du musst nur gut sagen am Schluss. Ich sage wenn, ja. Und noch ein bisschen. Du musst nur gut sagen. Gut. Also der Kilian hat jetzt die Aufgabe, die 2 Schnapsgläschen sicher über zu transportieren, ohne dass irgendeines verrutscht oder ausleert oder runterfällt oder so. Ja, etwas drauf da. Langsam.
Langsam, Kili. Rauf, rauf, rauf. Siehst du es selber, oder muss ich sagen? Ja, ich sehe es schon. Gut. Etwa 40 Meter muss der Kran zurücklegen. Über den Heustock drüber und dann noch ruhig runterkommen auf den Boden. Kili, ist es gut angekommen? Ja, alles gut. Nicht ausgeleert? Was? Nicht ausgeleert. Du musst zuerst drücken und dann reden. Also, soll ich auch trinken? Ja. Und? Tada. Tada, nicht ausgeleert. Nein. Sehr gut. Ich glaube, mit der Kommunikation ist gut, so mit den Dings da. Ich habe nur noch nicht ganz gecheckt, wie man es bedienen muss, aber Ich weiss nicht, ob ich es morgen besser oder schlechter kann, wenn ich dann aufgeregt bin. Aber ich denke es schon. Mal, das geht schon. Du darfst einfach nicht aufgeregt sein und nicht die falschen Knöpfe drücken. Ja. Mensch, es kommt gut. Ja. Gesundheit. Und dann sind sie endlich da, die Landfrauen. Hallo zusammen. Hoi. Lorena. Rahel. Freu. Hoi Rahel. Hallo. Hoi Milena. Freu. Ja. Hallo. Hoi. Kilian. Melina, genau. Also, es geht. Melina. Frauen, mega schön seid ihr da. Ja, mega Freude. Ich begrüße euch ganz herzlich hier im Mülleren Moos bei der Familie Rösli. Das ist meine Familie, die hier lebt und wohnt. Und meine Küche hilft Melina. Wir würden euch gerne einen kleinen Apero servieren. Und dann freue ich mich sehr, euch kennenzulernen. Das ist gut. Ja, es ist mega schön. Sie Frau jetzt endlich da. Jetzt haben wir lange darauf gewartet. Also, Frauen, ich gehe jetzt in die Küche. Ich habe leer. Ihr habt zum Glück Gläser voll. Geniessen den Apero noch. Und dann sehen wir uns später. Bis zusammen. Bis später. Merci. Endspurt. Endspurt, wir fangen an. Gut, also. Weiter geht's. Ich mache das Fleisch. Sie haben es gesehen, 57 oder 58? Ich würde glaube 58. Ja. Ich schätze jetzt die Frauen so ein. Ja. Das Fleisch ist jetzt für 1,5 Stunden ungefähr bei 62 Grad im Wasser. Und die Kerntemperatur sollte etwa 58 Grad haben. Das habe ich jetzt hier über die Sonde, kann ich das immer schön kontrollieren. Und wenn das die Kerntemperatur erreicht hat, tut es piepsen und dann weiss ich, dass es gut ist. So, willkommen. Danke vielmals. Oh, mega schön. Schön, ne? Oh. Mega. Wow. Du, sind wir gespannt. Ja. Also, die legt wirklich vor. Wahnsinn. Es ist sicher ein Räumchen. Das haben sie nicht extra gemacht. Mit der... Hat er gesagt? Hat er Ja, ehrlich? ja. Ja. Das ist voll professionell. So, hallo. Hallo. Habt ihr euer Plätzchen gefunden? Ja. Gut. Fühlt ihr euch wohl? Ist alles gut? Ja. Sehr gut. Der Service ist heute nicht so 0815. Ihr werdet es sehen oder sicher hören bei der Vorspeise. Lasst euch überraschen. Es wird spektakulär. Oh. Bis später. Jetzt? Nein, voll spektakulär. So. Gut. Und? Sie sind drinnen am Ah, Fenster.
Ja, ich habe Außer Pause. Am 20. an sich Tag. Sehr gut. Sieht gut aus. Sie ist sehr ehrgeizig und ich glaube, sie ist auch sehr streng mit sich selber. Sie hat sehr hohe Erwartungen an sich selber. Und darum muss auch heute alles perfekt sein. Ein bisschen Milch noch der Decke. Ist gut. Ja. Kannst du bitte den Kran überfahren? Alles gut. Der ist sicher nicht parat. Und wie der parat ist? Jetzt muss es schnell gehen, dass es warm dann ankommt. Box zu. Gut, Grilli parat. Irgendetwas tönt, hä? Das ist ein Saugon, oder? Das ist irgendeine Maschine. Ah, stimmt, das ist recht monoton. Es ist der Heukran. Ja. Schauen, oder? Ja. Unbedingt. Hey, wenn es kein Heukran ist, muss ja nicht sein, dass es Heukran ist. Ja. Dann sollst du schauen. Kilian kann. Schau jetzt. Das Riesenteil. Ja, kennen gut. Schau jetzt. Eine Kiste. Ah, das Ballett. Das ist eine gute Idee. Ich weiss nicht, ob ich meinen Mann die Ruhe steuern mit dem Heukran. Ich dachte, kommt echt das gut mit dem Heukran? Er hat die Maschine im Griff. Das ist schon noch praktisch, wenn du so weit musst. Wow. Super, bravo. Dann kann ich gerade servieren. Super, ja. Gut. Zur Vorspeise gibt es Spinat-Ricotta-Ravioli mit einem Safran-Milchschaum und selber gesammelten Waldpilz. Es war alles sehr warm, trotz dem langen Weg von der Küche. Und es war auch nicht verschüttet. Also, es ist eigentlich erstaunlich, wie gut das funktioniert hat. Und bis Kind danke vielmals. Sie sind da sehr fein. Einen guten zusammen. Danke vielmals. Gute miteinander. Gute miteinander. Merkt ihr das Safran? Ja, schon. Das ist ein in der Mitte. Er ist nicht ganz überall. Die Füllung der Ravioli hat mir jetzt am meisten gepasst. Das habe ich fein gefunden. Für meinen Geschmack wäre ein bisschen mehr Salz. Noch so ein Töpfchen auf dem Ei gewesen. Wie den Landfrauen das Essen gefällt, bewertet sie am Geschmack, wie regional und saisonal das es ist, wie es daherkommt und wie kreativ sie es findet. Dann nehmen wir das Schätzchen raus. Das Rindfleisch hat die Kerntemperatur erreicht. Jetzt müssen wir daran denken. Aha, ja. Das Peterli-Püree ist auch parat. Gut, wenn das Fleisch nachher ist. Kilian, bist du bereit? Wenn das Fleisch nachher ist, Kräuterflasche drauf tun, abtrocknen. Ja. Gut, wir richten an. Weil meine Kruste habt heute nicht so gut. Ja. Gut. Excuse. Ui, die geht ab. Egal, es ist jetzt einfach, wie es ist. Ich kann es nicht vergessen. Ja. Garstufe sieht sehr gut aus. Ja. Oder Lauch, tust du noch drauf? Ja. Komm, Melina, vorwärts machen. Ja, so. Gut, auftun bitte. Aber es sieht schön aus. Das ist die Hauptsache. Ist es nicht heiß, das Dauer? Ja, es ist heiß, aber ich kann gerade nicht anders. Oben rein. Gut. Los! Langsam, bitte! Der Hauptgang: ein Rindsfilet im Kräutermantel, Serviettenknödel, Kohlrabi, Kürbis und Lauchstroh. Was, das musst du wissen. Ui, schau, ist wieder so ein Schön. Danke vielmals. Sieht mega schön aus von der Farbe. Wunderbar. So cool. Danke vielmals. Gut zusammen. Das Fleisch ist gute Sorte. Wow, das verkehrt hier. Ja, ist krass. Aber Geschmack. Wow.
Ich habe in meinem Leben noch nie so ein feines Rindsfilet gehabt. Das ist butterzart, also es ist vor allem sehr zart gewesen. Vielleicht hätte es noch ein bisschen mehr Würze haben, aber es ist butterzart gewesen. Ich hätte mich da drinnen liegen. Wie hat sich das gemacht, das Stroh? Ja, das habe ich erst gefragt. Das wäre möglich. Ich glaube nicht mit Käse, ich glaube einfach frittiert. Aber es sieht schon ein nach Käse aus. Ne? Also Käse hat es doch keinen dran. Nein. Nein, vom Geschmack her nicht, aber vom Aussehen her schon. Fein ist es. Mit dem Lauchstroh, also das weiss ich bis jetzt nicht, wie sie das gemacht hat. So knusprig, wirklich fein. Zum Hauptgang hat es für mich einen Veggie-Hackbraten mit Kidneybohnen gegeben. Und ich habe es mega cool gefunden, dass er sich so viele Gedanken gemacht hat und sogar noch extra Schweizer Kidneybohnen besorgt hat. Es hätte ein bisschen mehr Würze haben, es war leider ein bisschen fad. Schon Endspurt beim Dessert. Kommen wir gerade. Sorry. Wie ist das jetzt mit diesen Macarons? Es hat tatsächlich keine Nachtschicht mehr gegeben. Ich habe doch noch ein paar schöne gefunden, wo ich sagen kann, da bin ich zufrieden. Sie könnten ein bisschen schöner sein, aber es ist okay. Also, ich tue doch die verfüllen, dann kannst du sie erst zumachen. Ist gut so? Ja. So, kannst du raus. Du musst echt schnell, Kili, es verläuft sonst. Geh! Langsam! Ja, jetzt habe ich schon schnell ein bisschen Angst gehabt. Jetzt sind halt die Dauer nicht mit der Box drin. Da ist natürlich die Gefahr ein bisschen mehr da, dass sie rutschen, aber sie sind denen, glaube ich. Es hat immer nichts gescheppert. Gut, dann ist das auch durch. Als Dessert gibt es Waldmeister Crème Brûlée, Macaron und ein Heidelbeere-Mousse. Danke vielmals. Danke vielmals. Schön. Danke vielmals. Es ist doch schier schon ein bisschen violettlich. Wow, das Heidelbeere-Mousse. Also mir hat natürlich die Farbe extrem schon angesprochen von dem Heidelbeere-Mousse und dann das Crunchy. Also das war für mich sehr gut gewesen. Normalerweise wäre es doch dickere gegeben. Ja. Ist das jetzt, weil es so warm ist? Ich hatte das Gefühl, dass ihr Wetter nicht so in die Karten gespielt hat, weil es so warm war. Dass wie mehr verlaufen ist, als dass sie gerne hätte. Und? Hallo. Hallo. Und, haben sie es ausgegessen? Ja. Also. Bist du stolz? Bist du zufrieden? Bist du glücklich? Ja. Alles perfekt gegangen mit dem Joystick. Also da hätte ich jetzt gesagt, das ist tiptop gegangen. Und ich glaube, wir haben alle morgen weniger Muskelkater, als wenn wir hätten laufen müssen. Ja. Ich bin mega froh und erleichtert, dass alles so plus minus so gelaufen ist, wie ich wollte. Und dass die Dauer leer zurückgekommen sind, das heisst ja auch, dass sie es gerne hatten. Hey, ich serviere euch gerne noch einen Sentibucher Kaffee. Super. Also. Ja, auf uns würde ich sagen. Die Lorena hat den Auftakt geschafft. Die nächste Gastgeberin ist Milena aus dem Simmental. Ich freue mich extrem, die Frauen zu bekochen und mich dann auch zu messen in diesem Wettbewerb. Das dann nächste Woche bei SRF bei den Leuten Landfrauenküche. Hier oben findest du noch mehr Folgen zu der Landfrauenküche. Da kommst du direkt auf Play SRF. Tu doch noch gerade den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit du nicht mehr verpasst. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».